E wunderschöne guten Abend. Heißt Emission Nummer 207 vom Mama Fernseh. Das hirscht. Und so ist auch gleich als ein echter Beitrag die Rentrée vom Mama hirscht macht. 13 ist für die eng Glückszahl, aber für die anderen wissen wir es nicht. Für die Mama Matt also zweifellos ein Glückszahl. Wäre auch die 13. Hirschrentrée von Mama Matt. Und das bei sonnigem Spätsommer wieder. Ihrem sillischen Händler Erklärungen haben sich aufwand für die Tiersaison von Mama Matt anzulauten. Herzlich willkommen auf der 13. Rentrée von unserem Frühjahrsmarkt, der Hirschrentrée, die wir zusammen mit der Madame Guden feiern, weil sie hat am Frühjahr, wie wir Rentrée hatten, da hat sie kleinen Problem und hat sich vertreten gelassen. Und ich sehe doch, dass Zeit sehr vergeht, weil den ersten Mama-Markt, den hat, da könnt ihr euch erinnern, nach auf der Platz bei der Kirche, zwischen der Kirche und der früheren Gemeinde. Und da sind wir einer gewechselt und schmengen die Schwa, wäre aber nicht so schlecht, weil wir trotzdem mehr Passage haben. Der Markt den entwickelt sich richtig gut und das gesagt ihr noch von den Leuten, die hier sind. Den ist, wie nach immer, den ersten und den dritten Freitag vom Mond. Aber wie gewinnt fand er auch dann am Hirsch, lorem Zrickfleisch von dem beim Bursch, die Grumpere vom Hafeiler, da nicht, hat schon gesagt, er hat einen guten Nervsatz gehabt. Und zu Rot, da wird er mal ein dicker gewesen, 2 Grad. Treppe von unserem Karolinchen, da ist es. Und dann habe ich Likeren von dem Adi Harles, Oliven am Mediterran, Produkte von Parvane und Söhne, Produkte aus dem Bongard von dem Bisenchang, alias Le KGMC, und dann auch Frischnudeln von La Pasta, aber auch Aloe Vera Cremen von Anita Ahrens an für die 6 Konfiserien von unserem Pol. Dann so nicht den Markt auf jeden Fall. Vielmals merci, dass dir bei Sturm, bei gutem Wetter wie auch bei kaltem Wetter immer der Weg allfreidig den der 1. und 3. bei Eis und Mama Gemeng fand. Wird gesehen, dass man das, was man alles versprochen hatte bei der Frühjahrsrentrée, nämlich die Animation, die wir am Mama Brill hatten, dass wir es nicht Töte gelost sind. Da waren über 3000 Leute, die 3 Ofenter, wo etwas los war. Das war appréciiert bis auf pur Bierger, die fanden, dass die Musik zu hart war. Wir haben noch da viel gesucht, für das nächstes Jahr nicht mehr wird der Fall sein. Selbstverständlich ist das Festival am Brill neben der Europameisterschaft im Football wird das alles stattfinden. Auf hier drunter, die Damen und die Herren, dann haben wir einfach ein Chalet. Also Chalet mit der Eispiste, der wird 3 Wochen am Dezember, der Tisch am Mann wie 3 Monate wird den durchstehen. Und auch da, los dich überraschen, da haben wir ein ganz flottes Programm für praktisch all oben die Animation gesucht, ob an neben der Eispiste an den Schmengen, dass der doch wieder sozial und kulturell Leben an der Gemeinde einen großen Anklang wird finden. Dan weer voor de rood. Dat wordt wel. I believe in kingdom come. Down on the tower. There is no one leading to one. But yes, I'm still running. Anlässlich der Port de Vert vom SICA zu Kielen hat der Vizepräsident Luc Faller einen Abblick auf die zukünftigen Pläne vom Syndikat. Ja, wir sind heute Tag von der Opener Day vom SICA. Wir dürfen von der Gelegenheit profitieren, für euch ein bisschen zu erklären, was der SICA ist und was der SICA möchte. Der SICA ist ein Gemengesyndikat, das 1950 gegründet ist, also rund 61 Jahre hat, wo im Moment die 8 Gemengen aus dem Kanton Kapellen Member sind, also rund 40.000 Einwohner aufgedeckt. Bon, die Leute kennen natürlich den SICA durch seine erste Mission, das ist den Dreck bei den Leuten daheim fortholen. Mit der SICA hat noch eine ganze Reihe
aner Missionen. Wat den Dreck geht zu Hummer awer dat lächt Joer rund 20 Millioune Kilo Dreck ha Sika geréiert, et sinn all wo eng 34.000 Kivelen, déi mussssen geréiert ginn, dat Kender, dat sinn die Gropubellen am Rechtmüll, dat sinn die Blopubelle fir de Probaier, dat sinn die Gringpubellen awer och zenter puer Joer, die Gielpubellen fir d Glas. De Sika, dat sinn awer och rund 50 Maderbechter, sieft dat am administrative Bereich, sieft dat am Service Collect, also déi die mat de Kamioer fuhren, sieft dat hai am Recyclingcenter zu Kielen, wo all Joer eng rund 100.000 Leiit lerncht komme fir hier Sachen aufzuliefern. Fir wat machen wir bei der Journée Port d'Ouvert mat oder fir wat organiiséieren ma eng Journée Port d'Ouvert fir de Leiit bëssen d'Aufgaben vum Sika Mino zu bringen, fir de Leiit awer och e bësselchen ze weisen, dats man net nëmmen den Dreckwäschule gi, dats man fir un allem en Ëmweltsyndikat sinn a fir eise Partner, mat dee man viel ze Summe schaffen, fir och déier bësselchen firstelle fir den noch eng Vitrin ze gi, wo se ja Aktivitéite kënnen präsentéieren. Es hun gesot, de Sika ass fir un allem en Ëmweltsyndikat Sika Gemengen sinn eigentlech déi Gemengen déi als eich Gemengen am Land konsequent op Mülltrennung gesät hunn 1994 Schummer de Recyclingcenter ha an dat erklärt doch, well die Gemengen konsequent op Mülltrennung gesät huet, dats man eigentlech am Landesweiten verglach, wann ich guckt, wieviel Rechtmühle en huet, dats man ganz gut durchstehen. De Rechtmüll, dat ass den Dreck, den en net mi ka weiterverwerten, den en net ka recykleieren, den net nees an d'Ökonomie karabrecht gin, an durchstim ja eigentlech landesweit mat hun nächte Platz Sika-Gemengen, d'Awunner mir pro Awunner hummer 140 Kilogramm Dreck, den all Joer muss verbrannt gehen. Landesweit leiit moyen bei 230 Kilogramm, so dass der Staat Äwer an de Sika-Gemengen weise liest. Doriwer raus sind Sika-Gemengen eigentlich auch die Gemengen, die mat als seicht am Land de Prinzip vum Pollueur-Payeur angefordert hun, dat heescht, dass die Leute nimme für den Dreck bezuelen, den so effektiv machen, die bei ihnen daheim wäsch gemerket, an wann die Leute konsequent ihren Dreck triieren, für dass man recykleieren können, geht die Leute natürlich mir billig. Wir haben gemerkt, wie man das System, das schon lange hier, wie man das System angefordert haben, dass die Jahren drauf konsequent den Dreck, den am Endeffekt nach Recht blieben, als Rufgegangen ist, so dass der da wirklich am Interesse von der Umwelt und vom Naturschutz etwas brucht tut. De Sika hat natürlich eng ganz grosse Aufgabe am Bereich von der Sensibilisierung. Dat werden wir auch heute Tag von den Opner dir weisen. Sensibilisierung einerseits vis-à-vis von den Awunner mit Broschüren, die wir regelmäßig rausgehen. Sensibilisierung aber auch mit den Schulklassen, mit denen wir regelmäßig zusammen schaffen, wo wir eigentlich dann den Leuten probieren zu erklären, wie ein Dreck sammeln wir an, für was sammeln wir den Dreck an, für was soll den Dreck opdeelen, wie kann recykleiert gehen, wie bringen wir eigentlich dann den Dreck, den wir recykleieren, nächst weiter an die Ökonomie ran. Wir sind auch dafür froh, dass wir einen ganz reihen Partner von uns haut dabei haben. Sie hat den Valorlux, ein Ecotrail mit einer ganz flotte Ausstellung, ein E-Trash-System, den wir hier präsentieren, wo wir weisen, wie das Prinzip von Pollueur-Payeur auch an größere Wohnungen mit vielen Appartementen applizieren kann. Wir noch ein Repair-Café, wo die Leute hier Sachen können mitbringen, für zu flicken. Breft ihr seht, das ist schon ganz wichtig, dass man immer nächste Leute weisen, für was es wichtig ist, was es der Natur bringt, was es ihnen selber bringt, aber wie man eigentlich dann Sachen, die wo in am Anfang mengen Leben hätten, die dann aber mehr Leben haben. Schon gesagt, wir sind heute Site vom Recyclingcenter, wo die Leute all mögliche Sachen können lernen bringen, wo es dann getrennt wird. Der Site vom Recyclingcenter also so, dass man da auf der einen Seite den Recyclingpark haben, auf der anderen Seite haben wir den Service Collect, wo die Kamion stehen. Am Recyclingcenter empfangen wir all Jahr rund 100.000 Klienten, 100.000 Anwohner aus unseren Member-Gemengen, die hier Sachen hinabbringen.
aber bei guten Deeg kommen mittlerweile rund 600 bis 700 Leute all der. Läng die Chiffren, die weisen, dass den Recyclingcenter eigentlich aufhängt, aus den Limiten zu kommen, was die Kapazitäten angeht. Dafür sind wir auch immens froh, dass wir vor kurzem das Projekt angeholt haben, für ein neues Service Collect zu bauen, 250-300 Meter von dem heutigen Site zu Kiel-Wäsch. Aber wenn wir dann bis der Service Collect auf seinem neuen Site innerbrucht haben, da gibt es Gelegenheit, für das Recycle-Center auszubauen an einer zweiten Phase, für das die Leute ein bisschen mehr konvivial, modern und kommod erderweise hier Sachen hier auf Kiel bringen können. Pohaus am Geburtshaus vum Josi Bartel gouf ausgebaut as enger neuer Bestimmung iwwer ginn. Hei as eise Reportage. Geburtshaus vum fréieren Olympiachampion a Mama Jung, Josi Bartel, gouf no ëmbauerbichten offiziell ageweit. De Präsident vun der Övreparossial Mama, Alfons Schmid, huet dene verschieden Bedeligten Merci gesot. An diesem Haus hunn lo niewend dem Sieg vun der OPM 5 Sozialwohnungen Platz fand, déi vun der Caritas Lützeburg geréiert ginn. As engeriert ass den Bürgermeister Gilles Roth och op die immens ege Bedeeligung vun de Membren vun der Övreparossial Mama ergangen. Dass man niewend dem Erhalt vun dem Josi Bartel-Haus und der Form wieder se do gesit, dass man Wohnungen schärfen am Zentrum von der Ortschaft Mama. Und das Lärmappes, wo wir retizent wären von der Gemeng aus. Wir haben ganz viele Wohnungen, die wir geschärft haben, zusammen mit dem Fonds de Logement, zusammen mit der SNHBM, wird verbilligten Wohnraum aus, die geht auf einen zusätzlichen Weg, der das den für Sozialwohnungen. Und dafür sind wir eigentlich froh, dass das Matzen an der Ortschaft vu Mama asgedëmmer gesot ja, die Mama das eng reich Gemeng, das eng Kerl Gemeng nehmen, wir weisen ha auch, dass ma opsinn fir jiwer een. An dufir kann ich dat nimmen ënnerstreichen. Madame Präsidentin, wann Stadt ja so und mir bauen och, dann der Stadt lo annoncieren, dass der Wunsch vun dem Schäferrot fir net weit vun dem Josi Bartel-Haus an Zwerg zwischen der freier Gemeng an dem Haus, wo das Jugendhaus halt dran ist, ein Usatz für uns Gemengeservice. Die Stadt könnte just 20-30 Meter Luftlinie davon wegstehen. An die ersten Eskissen, die haben wir auch im Moment am Schaffro, die wird Großvakanz ausgeschaut. Und ich denke, dass das sich auch flott integriert. Und da könnten auch zusätzlich auf den Parking von der Freier Jean-Marx-Schule könnte auch noch ein Parking souterrain mit 3 Niveaus an Öwen drüber, ein Superett, mit einer Brasserie an Öwen drüber, nach ja 19 Appartementer, die wir auch zusammen mit dem SNHBM für das Logement sozial vorgesehen. Sodass wir eigentlich mängisch total aber auf den 1% von den Wohnungen bei uns aus der Gemeng, die sollten zu sozialen Zwecken 4 kommen, da müssen wir zwischen 35 und 40 leihen, dass wir das erfüllen. Und dann, der letzte Punkt, das den, dass wir als Oppegemeng die Projekt heute zusammen realisieren mit den Övreparoissial. Das ist etwas, was unser Gemeng auch gut zu Gesicht ist. Wir sind übrigens, konträrement zu dem, wo der Gift mengen, wie Gesetz bis über Trennung von Kirche und Staat, so wird das am Volksbund genannt, wenn man eng von den nächsten Gemengen war nicht die erste, die eine Konvention aufgeschlossen wird für die Kirchenfabriken. Leo Werner, zukünftige Weihbischof, den aus nach Rina kommt, und er hat gemeint, mir hat nie über den Tisch gezündet, wo man aber ihm gefiel ging, dass er Eis über den Tisch gezündet hat. Und dann hat die Konvention eigentlich auch als Basis geholfen für auf viele Plätze an dem Land. Dass die Projekt hier zusammen gemerkt, die mit den Övreparoissial fand ich an dem Sinn flott, weil so viel Egekapital, das soll ich so, Madame Jacobs hat für drunter Strach 175.000 €, 175.000 € von den Frauen und Mammen. Ja. Das sind bei 8 Millionen der aller Lützebäuer Franken.
an die Miela Mämer, die hier sitzen, die wissen, wie mühselig die Suen zu Summe kommen sind. Nämlich da sollten Dammen, sollten die monatelang Nappen zu brodeieren. Und die sind dann auf ein Perbasar, den dann 4 und Ostre wäre, als sind die da verkauft. Die werden lang am Vieraus bestellt. Und ich meine, das auch, weil ich weiß, dass das nicht immer einfach wäre, besonders für eine Paroissial für ihren Adhärent, der da mitzudelen, als auch ein Merci und sie alle Guten, dass sie können so mal voilà. Wir haben dazu beigetragen, dass eine Flottimmobilie an der Gemeinde eine Herle gouf. Und der letzte Punkt, den ich da ausschließen will, ist den, dass ein Gebäude von der Œuvre Paroissial bleibt, ein Gebäude von der Œuvre Paroissial, mit den Chef der Gemengerot von der Gemeinde Mermerot unanim dezidiert, dass man die Gebäudigkeiten den innersten Teil geben lohnen als Gemeinde. Und wir wollen daran, und wir sind fest determiniert, eine sogenannte Maison de la Citoyenneté, das ist ein Bürgerhaus, das open ist, will man innen dran machen, das von der Gemeinde matcheriert wird, das eigentlich ökonomisch open ist, aber wo jede Nation, jede Religion, jede Form von Zusammenleben bei uns an der Gemeinde sich da kann raufhauen. Das gesagt, schließe nicht auf und ich so merci. Merci, selbstverständlich, Vertreterin von der Logementsministerin, für den großartigen Subsid. Ohne das hat das Haus da auch nicht könnten realisiert gehen. Merci dem José Jacobs an der Caritas, für, dass sie nicht nur angesprungen sind, sondern auch noch ein bisschen Verhandlungen über ein korrektes Loyer bezahlen. Dem Jocelyn Tini, spezielle Merci, früheren Direktor vom College, früheren der will so und das eine ganze Generation hat ihn als Direktor vom College kannt, weil er sich in mühseliger Kleinarbeit, und sie hat man das schon gewiesen am Sommer an der kleinen Gemeinde und Computer, da tun sie so dreckig los die Flotbroschüre. Vielmals merci auch dem Roland Fürpass, weil der sagt, da tun wir mehr los und so mehr an der, werden wir gerne, und der tut den Tipptopp gekriegt. Aber auch der Firma Sopinor, mit dem Herr Fernandes, den ich schon kannte, den Herr Fernandes hat für uns 12 Jahre ein neues Haus daheim gebaut. Und an einer anderen Funktion. Und da waren noch stramm mit uns, mit Männern mit mir, wir waren auch stramm mit den Corps de Métier, die da geschafft haben. Und dafür hat er einen guten Mann auf der Platz. Der hat gesagt, merci alle Guten, ihr auch all denen, die sich direkt oder indirekt mit dem Projekt hier assoziieren. Merci für das Kommen. Fast für die neuen Anwohner von der Gemeinde. Hier dürfen Sie über die neue Gemeinde informiert und mit nützlichen Informationen versorgt. Aber auch, wie Sie die so schön für Essen und Getränke gesorgt. Wie funktioniert die Gemeinde Mermer? Wo kann ich Sport machen? Wo kann ich Musik machen? Und was als sonst Nachlass an der Gemeinde? Und was für ein Service gibt es? Alles Frohen, die neuen Anwohner, die am letzten Jahr beigependelt sind, ob der Fête de Bienvenue am Königsbund beantwortet kriegen. Der Bürgermeister Gilles Roth ist als seiner Begrüßungsrede auch nach ob die verschiedenen Nationalitäten ergangen, die zu Mama zusammenleben. Je viens de Moscou. Il y a 12 ans et demi pour le travail, comme la plupart des gens. Et j'ai tellement aimé le Luxembourg que j'ai décidé de rester. Et voilà, donc maintenant c'est mon patrie, deuxième patrie, et je me sens vraiment à la maison ici. I'm from India, basically from Kerala. Kerala is a state in India. So we've been living here for almost 1 year. It is a very nice place for us. We were very lucky because we choose to live in Mamer, and we find Mamer a very, very, very nice place to live. So we are, comment ça dit en français, enchantés. Oui, ça me plaît beaucoup. Oui, comme mon mari vous a dit, nous sommes enchantés de vivre ici. Oui, c'est une ville magnifique. Je travaille ici à la Commission européenne. Je suis traductrice et jusqu'à maintenant on était à Espérance et maintenant on est venu à Mamers.
D'un point de vue vie associative, il y a bon nombre d'associations tant sur le plan culturel que sportif et je vous invite à les intégrer. Si ce n'est que notre musique locale qui a un niveau très élevé, notre club de football, notre club de basket, de volleyball, ils sont tous bien fréquentés, surtout par des non-luxembourgeois et pour la prise de contact de vos enfants ou de vous-même, c'est l'un des meilleurs endroits. Du côté infrastructure, je pense que nous avons de très bonnes infrastructures. Ce bâtiment du Königsbund qui affiche une offre très diversifiée de manifestations culturelles. Elle est bien fréquentée et je remercie surtout la direction. Notre école, je viens de vous l'indiquer, elle bénéficie également d'une très bonne réputation, je dirais au-delà des limites de notre propre commune. Pour ne pas être trop long, je voudrais encore dire et vous indiquer qu'au fond de ce préau, vous retrouvez des responsables de tous nos services administratifs, soit du bureau de la population, soit de notre recette communale, de notre service écologie. Vous retrouvez les membres de notre secrétariat et surtout également de notre service technique. Si vous avez des problèmes concernant soit des formalités administratives, soit des formalités qui tiennent à une autorisation de construire, n'hésitez pas à les contacter, ils sont à votre disposition. Et nous avons également des responsables de notre service d'incendie qui est bien étoffé et nous avons une base nationale ici à Mamers, ce qui fait qu'il y a pas moins d'une douzaine de pompiers professionnels qui sont localisés dans la commune de Mamers. Cela étant dit, moi je souhaiterais que vous retrouviez bien dans notre chère commune de Mamers, que vous participiez à la vie locale, que vous profitiez de tous les atouts de notre commune, soit la vie et la pratique sportive en pleine verdure, soit la participation aux événements qui sont offerts par la commune elle-même. Et je vous souhaite une agréable soirée. Nous, on va passer encore chez vous et on m'indique de façon très discrète, plus ou moins discrète, qu'à la sortie, vous pouvez retirer un sac avec des choses utiles, des lampes LED jusqu'à un détecteur d'incendie et encore vous avez toutes nos publications officielles qui est le Gemeindebuch, c'est-à-dire le livre officiel ou le bulletin officiel de notre commune, l'organisation scolaire et je vous invite également à fréquenter le site Facebook de la commune de Mamers, c'est mamers.lu et il est très bien organisé sous l'égide et sous la direction de notre responsable des services et relations publiques, M. Francis Ferquin, que vous trouvez devant vous. Merci beaucoup et au plaisir de vous revoir et de vous retrouver souvent durant l'année dans notre chère commune de Mamers. Merci beaucoup. Das war eine Emission vom 15. Oktober. Wir sehen uns für alle Helgen. Ich soll euch merci für das Nachgucken, bis an 2 Wochen.